Jungs, alles klar. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Merci vielmals für die coolen Feedbacks und vor allem für die, die ein bisschen selber erzählt haben. Es ist nicht immer einfach, sich ein bisschen zu öffnen und vor allem gerade so auf einer offenen Plattform. Aber es sind wirklich ein paar coole Gespräche in diesem Sinn oder ein paar Mal hin und her schieben entstanden und der eine oder andere wird man sicher dann noch in Real Life treffen. Für die gerne ein bisschen mit mir texten oder chatten, die dürfen es halt schon nicht unterschätzen, wie wenig Zeit das ich habe. Und bitte nicht enttäuscht sein, wenn das nicht gerade in der nächsten Zeit klappt. Weil wenn ich jetzt gerade mit jedem, der möchte, ein bisschen plaudern möchte, Zeit verbringen oder ein Gespräch suchen, wäre ich, glaube ich, die nächsten paar Stunden ziemlich beschäftigt. Und nichts gegen euch, aber eben meine Freizeit ist mittlerweile so eingeschränkt. Ich erzähle immer wieder das Gleiche. Der eine oder andere wird es selber mal schnallen. Vielleicht gibt es solche, die das ein bisschen besser managen können als ich. Zu wünschen wäre nichts. Aber eben, alles hat seine Zeit und ich denke, das kommt auf jeden Fall, dass man sich mal ein bisschen austauschen kann. Also, was ihr hier seht, Unschwärzer Rote ist ein Rennspiel, das Need for Speed. Grafisch eigentlich ziemlich anständig. Spielerisch, es ist so, dass gestern um Mitternacht ist es freigeschaltet wurde. Und so bin ich dann ab Mitternacht für ca. 1 Stunde am Spielen gewesen und ich bin gerne wieder eingepennt. Das mag natürlich jetzt mit meinem Alter zu tun haben und einfach mit der allgemeinen Müdigkeit. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen am Game, das muss ich für mich selber herausfinden. Ich werde es sicher nicht ganz so oft spielen, weil jetzt heute Abend das Call of Duty rauskommt. Ein paar haben es schon im Briefkasten gehabt, habe ich gesehen, ganz geil. Ja, schau, da ist gerade ein anderer, hä? Hoi. Mal schnell schauen, ob ich das Rennen starten kann. Aber ja, allzu viel werde ich auch das Need for Speed nicht spielen und es ist leider wirklich nicht so gut, wie sie gesagt haben. Es ist leider wirklich nicht so gut, wie es in der Review auch ist gestanden. Aber wieso mir nicht eine Chance geben und vielleicht kann ich mich dann noch ein bisschen anfreunden mit diesem Game. Und sonst ist es halt wieder mal ein Racing-Game, das Electronic Arts komischerweise ein bisschen verkackt hat. Und das ist schon ein bisschen schade, weil sie haben ja hier Burnout-Macher gekauft. Und eigentlich sollte man annehmen, dass die ein bisschen wissen, was sie machen. Und das hat schon gute Teile. Aber eben, dass es ein bisschen langweilig ist, irgendwie lässt sich nicht bestreiten. He? Also, beim Call of Duty waren ja schon einige Streams auch am Laufen gewesen. Das Game sieht eigentlich so wie gut aus. Beta habe ich auch gespielt. Und es ist schon noch beeindruckend, wie viel Inhalt das ja das mal wird drin sein. Auch wieder so kleine Zusatzspiele. Und dann, wenn man Kampagnen-Scheins durchspielt, wird man dann auch eine Kampagne noch einmal im Zombie-Modus durchspielen. Der Zombie-Modus selber wird sicher auch genial. Ich denke, der Salty freut sich auch schon anders auf das Ding. Und Multiplayer sollte eigentlich auch passen. Scheiße. Darum, für die es jetzt schon spielen haben, viel Vergnügen. Und am Mitternacht wird vermutlich da wieder ein bisschen Zeit investieren, je nachdem wie fit ich noch bin. Das ist eben schon teurig im Alter. Und das kann nicht unbedingt an meiner Ernährung oder am Sport liegen, weil ich bin, glaube ich, so sportlich und mich so gesund am Ernähren wie noch nie in meinem Leben. Aber trotzdem ist man einfach am Abend schon relativ müde. Vor allem, wenn man auch noch so ein kleines Kind hat, das noch unglaublich viel Energie hat. Und das Strauben ist ja einfach, selber kann man sich ja nicht mehr so wirklich an das erinnern. Aber wenn man noch so klein ist, dann hat man noch nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie viel Power das man noch hat. Wie gut das Duracell-Batterie noch geladen ist, die in einem drinnen ist. Und das läuft dann eigentlich so lang und dann drehen sie noch richtig auf gegen Schluss und plötzlich ist wirklich keine Power mehr rum. Und dann ist richtig die Stimmung auf No-Punkt und es wird nur noch geschrauen und sich beklagt und Zeug rumgeschossen. Und ja, verschiedene Kinder machen das sicher unterschiedlich, aber mit den Eltern, die ich so ein bisschen getextet habe, dass eben mit der Duracell-Batterie, die leer ist, auch wenn es nicht das beste Beispiel ist eben schon ein bisschen so. Also die kleinen Lebewesen müssen zuerst noch ein Gespür für einen eigenen Energiehaushalt entwickeln. Und das ist zum Teil äußerst faszinierend mit anzuschauen und andererseits ist es zum Teil auch sehr nervenaufreibend, weil du bist selber weltmüde und dann sind sie nur so richtig am Durchstarten. Dann ist es selber schon noch froh, wenn man das zu zweit lösen kann. Ich habe mir jetzt manchmal in dieser Zeit überlegt, Big Up an die Eltern oder eben das ältere Paar, das alleinerziehend ist. Das muss ultra hart sein. Hey. Und gleich gibt es solche, die das mit Bravour lösen. Also allergrösster Respekt. Auch wenn man
gang wieder so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten und Reibereien hat in der Beziehung, in der Ehe. Vor allem wenn es dann eben ums Kind geht, ist es doch genial, wenn man sich hier gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Weil ja, man kann es eigentlich von überall her, wenn man ein bisschen zu zweit etwas machen kann, geht das häufig geringer, als wenn man allein ist. Und gleichzeitig gibt es auch seine Vorteile, wenn man auch ein bisschen allein ist, hat man seine Ruhe. He? So ist das schon nicht. Und da bin ich halt auch schon der Typ, wo ich zwischendurch wirklich muss, durchschnaufen muss. Und die Leute, die eigentlich konstant unter anderen Leuten sind und das brauchen, ja, bewundere ich ein Stück weit auch. Ich habe letztes Jahr ein paar Mal gesagt, dass ich mich schon ein bisschen zum Sozialphobist entwickelt habe. Aber die Tendenz bin ich jetzt wieder ein bisschen am Umkehren. Weil es ist eigentlich nicht interessant, wenn man sich dann allzu fest zurückzieht. Der Austausch mit den Mitmenschen ist eigentlich schon etwas Feines. Ja, eben, ich lasse wieder mal ein bisschen tiefer blicken, als ich das vielleicht ursprünglich vorhatte. Aber zum Game selber habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Vorher habe ich das Rennen geschafft. Das Problem mit den Gegnern ist, dass das Rubberbanding halt einfach, dass Gegner immer um einen herum sind, ist ziemlich strong, also stark vorhanden. Das heisst, das hat seine Vor- und Nachteile. Man kann ihn nicht wirklich davonziehen. Aber wenn man dann mal nicht mehr brutal reinfährt, dann warten sie fast ein bisschen auf einen. Also das ist voll schräg gemacht. Dann hier möchte ich kurz darauf hinweisen, kann man so Spots anschauen, wo die Kamera auf der Karte ist. Und dann sieht man irgend so eine bekackte Seitenansicht von einem Fabrikgebäude oder so. Nichts mit Style oder so. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen wie im Far Cry, wenn man etwas Neues entdeckt, irgend so einen Wachturm, gibt es irgend so eine coole Dreieck drumherum oder so. Aber hey, nein, vergiss den gerade. Ups, da geht es nicht rein. Es ist zum Teil ganz schäbig gemacht. Es sieht echt so aus und sie haben ja eigentlich 2 Jahre Zeit gehabt, an diesem Need for Speed zu arbeiten, als wäre irgendeine Zeit ausgegangen. Und das ist schon ein bisschen schade, weil ganz ein gescheiter Mann hat mal gesagt, das Game, das zu früh rauskommt, wird dann auf ewig vielleicht von Fehlern und Problemen geplagt sein. Und einem Game, wo man genug Zeit gibt, das hat dann die Chance, wirklich grossartig zu werden. Die Übersetzung war jetzt, glaube ich, eher ein bisschen schlecht gewesen, aber der Sinn der Message, hey, es gibt so viele Entwickler, die ihre Games rausrushen, da kann man dann eigentlich froh sein, dass ein Entwickler mal sich wirklich Zeit nimmt und das Zeug sauber macht. Weil, sind wir ehrlich, die Day-One-Patches oder so, jetzt beim Call of ist er, glaube ich, 2,7 Giga groß, das geht ja noch einigermaßen. So eine Masse kann man schon noch abladen mit schnellen Internetleitungen, aber wenn es dann so um 10 Giga Day One Patches geht, denke da geht die Master Chief Collection vom Halo. Das hat ja eigentlich lang gebraucht, bis das mal sauber ist gelaufen. Und währenddem, dass ich jetzt hier häufig und vor allem richtig hüpfend von einem Thema zum anderen springe, möchte ich mich eigentlich auch schon wieder verabschieden, weil das ist ein kurzer, sicher eher schäbiger Einblick in das Need for Speed. Ganz ehrlich, kauft euch es nicht, ausser ihr seid wirklich ein Need for Speed Fan oder wollt unbedingt eben so ein Rennspiel, das nicht allzu realistisch ist und man ein bisschen tunen kann. Aber sonst, es hat wirklich zum Teil Macken, die echt schade sind. Und ja, denen, was gefällt, viel Vergnügen. Ich hoffe, wie ich initial gesagt habe, dass ich auch noch ein bisschen auf den Geschmack komme. Aber das war es schon von meiner Seite. Das erste richtige Video in diesem Sinn wieder. Das Plappermaul ist noch immer da. Und freut mich auf mehr Material. Schönen zusammen, bis morgen.